Einst waren sie Statussymbole bis zur Massenproduktion im 19. Jahrhundert. Handgefertigte Knöpfe. Linda Emmerling aus Nürnberg hat erstmals 2015 auf einem Trachtenmarkt handgewickelte Knöpfe gesehen. Mich fasziniert, dass das so endlos ist, das Arbeiten mit den Knöpfen. Es gibt Muster, die sind von früher überliefert worden und die werden aber weiterentwickelt, neu kombiniert und es ist schier endlos, diese Vielfalt, die daraus entsteht. Und ich finde, bunt ist einfach, das macht das Leben bunt. Das macht das graue Leben oder einen tristen Alltag einfach schöner. Seit ein paar Jahren gibt Linda auch Knopfseminare. Die Runde ist handarbeitserfahren, Wiederholungstäterinnen in der Knopfmacherwerkstatt am privaten Esstisch. Das heutige Projekt ist ohnehin nichts für Anfängerinnen. Nur dran ziehen und dann den Faden knapp abschneiden. Ach, ich bin so doof. Den falschen Faden abgeschnitten. Ich liebe vor allem die geometrischen Formen. Ne? Also die mag ich besonders gern. Kann man halt dann auch so machen, wie man es gern haben möchte, also mit den Farben. Und jeder ist wieder anders. Ja, es ist dann faszinierend, dass am Anfang alles eine runterrutscht und man am Ende das aber dann doch hinkriegt und dann, egal eigentlich welche Farben man nimmt, immer ein faszinierendes Ergebnis hat. Ist schon ein Geduldsspiel, vor allem für mich, ja. Es gehört Faden neben Faden nach einem festgelegten System. Die einzelnen Fäden dürfen sich nicht falsch überkreuzen, verknoten oder gar runterrutschen. Nicht übereinander, sondern nebeneinander, dass da kein Abstand dazwischen ist. Lindas Liebe zur Handarbeit ist im ganzen Haus zu sehen. Gewebte Tischläufer, genähte Hocker, gehäkelte Teppiche und Taschen. Mosaik im Badezimmer. Gewickelte Skulpturen. Türdeko. Wenn da Daumen und Zeigefinger drauf ist, auf dem Faden, den ich gerade gewickelt habe, dann kann ich nur hier hin. Das heißt, ich drehe automatisch in die richtige Richtung. Handarbeiten und Knopfkurse. Das macht sie neben ihrem Bürojob, aber mit Anspruch. Seit 2017 ist sie zertifizierte Knopfmacherin. Schnell hat sie sich so ein zweites Standbein erarbeitet, geht auf Märkte und verkauft, was sie in ihrer Freizeit anfertigt. Ob die Seminarteilnehmerinnen sorgfältig gearbeitet haben, zeigt sich erst jetzt. Das ist der spannendste Moment eigentlich. Jetzt müssen wir nämlich den Knopf wieder vom Werkzeug runterdrehen. Ganz vorsichtig. Da kann sich alles wieder auflösen und alles seitlich vom Knopf wieder runterrutschen, wenn nichts gesichert ist. Also vorsichtig rausschrauben, ganz langsam, dass sich da keine Fäden verdrehen. Nun kommt der Moment. Oder Frosch ins Wasser. Hält's? Ja, es hält. Dann haben wir alles richtig gemacht, wenn alles hält. Gott sei Dank. Zu guter Letzt wird der Knopf noch bestickt. Das Loch in der Mitte, vorne, mittleren von der Tour, spielen. Entweder einfach nur. Insgesamt braucht so ein gewickelter Knopf je nach Schwierigkeitsgrad und Routine der Knopfmacherin gut 2 Stunden. Dann ist das Werk vollbracht. Klar, ich finde ihn schon schön. Auf jeden Fall. Das ist ja der gewebte Sternknopf und ich habe bis jetzt nur den gewickelten Sternknopf gemacht. Sieht man den kleinen Unterschied? Ein Hingucker. Ich möchte dann noch mal einen wickeln und dann würde ich die 2 tatsächlich ersetzen. Bin erfolgreich gewesen. Gefällt mir sehr gut. Wertet das ganze Kleidungsstück auf. Lindas neuer Knopf verziert einen selbstgenähten T-Shirt-Kragen. Wieder ein neues buntes Teil. Bin sehr zufrieden. Passt zum Outfit. Wunderschön. Oder? Ein handgemachter Knopf als Schmuckstück. Farbtupfer im grauen Alltag.